Ja, die haben irgendwann, da können wir alle Breven haben von Böen zum Beispiel, oder Schleten. Ja, da haben die auch solche Schleten noch, Ja. aber können wir alleen maar eten Breven. Aber die Flasskampel. Die Ausstellung für Tage beschäftigt sich mit Drechslerarbeit. Der Heimatring Lorup hat im Juni eine Ausstellung zum Thema Drechslerarbeiten veranstaltet. Zur Eröffnung hatten sich einige Vertreter aus Vereinen, der Gemeinde, auch aus den Niederlanden und des Landkreises mit einem Gastbeitrag eingefunden. Seit fast 100 Jahren gehört der traditionelle Kinderfestumzug als fester Bestandteil zum Loruper Schützenfest. Der Schützenkönig des hiesigen Schützenvereins, Jürgen Olliges, gab einen kurzen Überblick zum Schützenwesen und betonte die Aktivitäten der Kinder im Schützenverein. Ansiedlung in der Gemeinde, Ortsausgang Richtung Spanhahnstätte. Dort im Mittelgang sehen Sie einen dieser Motivwagen, der dieses Jahr im Kinderfestumzug teilnimmt. Es handelt sich um einen Schafstall, der damals auf den Hümmling überall zu finden war. Frensnoes, dat is een stichting, die hebben wij genoemd door de familie Frensen. Want dat was de familie die door een timmerwerkplaats gemaakt werd in 1916. Der Vorsitzende der Stiftung Frensenhus aus den Niederlanden, Bert Wips, sprach in seinem Grußwort über die enge Zusammenarbeit mit dem Heimatring. Hierbei berichtete er auch über die vielfältigen Arbeiten zur Renovierung und Erhaltung der alten Maschinen und Gebäuden. Wir moeten het uitbreiden en wij moeten het aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Het leuke of het mooie van het Frensmoes is, er staat een machine in, dat is een vlakbank, lintzorg, dat soort dingen. Maar die heeft 6 functies. En die is uit 1926 doorkomen, maar die komt uit Leipzig, bij Jacobi und Eichhorn, die hadden gemaakt. In 1884 al. Zo oud. We hebben hem restaureerd en het draait. De zegerij hebben we ook helemaal gerestaureerd. Dus we hebben er heel veel werk aan gehad. Schützenverein ist Masse verteilt worden, durch den Kinderzug ist verteilt worden. Wilhelm Helmer, Bürgermeister der Gemeinde Lorup, bedankte sich bei dem Heimatring und dem Schützenverein für die ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Gemeinde. Es sei gut, altes Brauchtum an die junge Generation weiterzugeben. So, jetzt kommen wir zu dem anderen Teil. Hier gibt es eine schöne Ausstellung über Drechsler arbeiten. Drechsler ist ja nun ein Beruf, den nicht mehr so viele mochten nicht mehr, sag ich mal ganz vorsichtig. Das pflichtet Drechung so ein bisschen dazu, das pflichtet die ein oder andere Jugendliche Interesse an so einen Job kriegt, um so was zu machen. Und dann sieht man mal, wenn die Qualität von den Möbeln von da noch so ist, wie sie früher mal war, dann haben wir was einfacher. Ihr habt uns jetzt überlegt, dass das Publikum auch mitsingen kann, weil das ist der Heimatverein und ich denke, das gibt so schöne alte Layer. Und da drüben jetzt fort alle mal schön mitsingen. Wir beginnen mit dem Lied auf des Hümmlings alten Höhen. Stand der Hümmling hoch im Ruhme da.
wie das ganze Thema deutsch-niederländische Kultur. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Emsländischen Landschaft und des Emsländischen Heimatbundes ist Josef Grafe der Einladung gefolgt. Er erläuterte in seinem Grußwort die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Kultur über die Grenzen hinweg. Und vor allen Dingen, dass wir das Projekt, wenn man so will, alle mitmachen können. Das geht an Stadt und Land, das geht an große Organisationen und vor allen Dingen kleine Organisationen. Das geht an Gruppen, die die Tradition eher in den Mittelpunkt stellt und auch an Initiativen, die vor allen Dingen moderne Kunst oder auch moderne Musik meinetwegen in den Mittelpunkt stellt. Wir habt dann immer wieder Anläufe genommen und habt auch no so kapiert, wie so eine Arbeit mit tyske und holländische Organisationen funktionieren kann. Und dann war es endlich so weit, dass Grenzkultur auf dem Weg brach werden kann. Die emsländische Landschaft mod diese Arbeit zwischen die Niederlande und Deutschland, zwischen Drenthe auf die eine Seite und das Emsland und die Grafschaft auf die andere Seite wieder machen. Da trifft kein Stroh für wen, das muss dauerhaft werden. Ja, dann heute ist ganz normal hier dann, das vorne und das andere habe ich zusammengebaut. Das Ried habe ich von Ostfriesland geholt, 8 Euro weg. Und du hast uns dann mit beschäftigt, wo man das da abmachen kann. Und du hast jetzt auch so drauf gemacht, als das mal Mod. Das Reddach fertig machen. Haben Sie das so von früher noch gekannt oder mussten Sie das erst erlernen? Nee, da war keiner bei, der das kannte. Das haben wir uns so angeeignet, über Videos geguckt und die Firma, wo wir das herhaben, die haben uns das erklärt, wie man das machen muss. Ja, aber dafür ganz schon ein bisschen. Alles in echter Handarbeit. Die Herstellung von Drechselarbeiten konnten die Besucher bei Alfons Peters, der die Späne fliegen ließ, live miterleben. Hast du das gesehen? Oh, ich guck nach, noch mal legen. Ob da die Dinger funktioniert haben? Ja, das stimmt sogar. Diese Stühle, das ist das sogenannte Worpsweder Modell von Rudi Grommel. Die ist ursprünglich gemarket worden aus Gaststättenausstattung. Alle Stühle haben unterschiedliche Rückseite. Da ist immer ein verschiedenes Motiv ob.